Onze Geschicht schildert die Pilgerreis von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nuad, Mittel- en Südamerika. Onze Geschicht Nummer 51. Ditmaal vertelt we waren nog meer van wat bij Aylmer, Ontario, bij Madison, Ontario en bij Rainy River, Ontario van 1958 aan passiert, als zoveel Mennonitische families aanvangen van Mexico naar Canada te trekken. En daarna waren meer van wat eerst op de Swift-Current-kolonie, dan op de Santa Rita-kolonie en dan op de Manitoba en Nuad-kolonie passiert, nadat viele oude kolonieën Rijnlanden en kleingemeenten geworden werden. Laatst Mal had we groot nog verteld, wo de oude kolonische prediker Jacob Nuad van Manitoba, de Aylmer, Ontario, eine week op avondverzamelingen tot de oude kolonieën van Mexico gereed had en dan door om zonavond nog den eersten oude kolonischen Jugendabend angesteld had. Als prediker Jacob Nuad war da thuis in Manitoba angekommen weer, dan bericht hij dem oud-kolonischen leerdienst in Manitoba van zijn arbeid en van zijn ervaringen in Zuid-Ontario. Hij deelde aan met dat er al zeer veel oud-kolonieën van Mexico aangetrokken werden en dat er vele families een groot verlangen hadden ihre eigene gemeente te hebben, om zich door geestlich erbühen te kunnen. Prediker Nuad zei de oud-kolonische ooms thuis ook, dat er in de Aylmer-gegend in Ontario een zeer grote Mennonitische jugend was, waar zeer begeistert was, geestliches Programm te ontwikkelen voor jugendabends, waartoe een neidig goede aanleiding viel en zo weiter. De oud-kolonische ooms werden beïndrukt van wat niet aan van de oud-kolonieën in Ontario verteld en hadden een hart voor de zaak. Sie versuchten von Fuß an einen Plan zu entwickeln, um in Süd-Ontario eine oud-kolonische Gemeinde anzufangen. Und dabei dachten sie weiter an den Schullehrer Peter Harder. Dann Peter Harder war einmal 1934 mit seiner Familie Taub von Mexiko zurück nach Manitoba getrokken. En als de in Manitoba teruggeblevene oud-kolonieën zich im Juni 1936 onder ältester Johan Lepke zijn leiding van de Heegreserve in Saskatchewan aanvangen als eine nieuwe oud-kolonische gemeente te organiseren, dan werd Peter Harder am 25. Juni 1936 met Jacob Freys van Rheinfeld, Manitoba tegelijk als oud-kolonische prediker gewählt worden. Aber Harder hat das Predikeramt nicht angenommen. Er wird von dieser Abgabe weggerannt, indem er zurück nach Mexiko trug. Hat das aber immer weiter an seinem Gewissen Schwierigkeiten gebracht, dass er das Amt mal nicht angenommen hat. Harder hat dem ältesten Jacob Freys kurz noch mal weiter einen Brief geschrieben und hat noch mal weiter angefragt, ob die Gemeinde in Manitoba von seinem Schuldgefühl loshalten können, indem sie wurden davon freisprechen. Die oud-kolonische ooms von Manitoba wollen in Süd-Ontario versuchen, eine oud-kolonische Gemeinde zu organisieren, und sie dachten, Peter Harder verstand das Lied von Mexiko viel besser als sie, und willst du an die 1950er Jahren immer noch mehr oud-kolonische Familien von Mexiko nach Süd-Ontario trocken, wollen sie versuchen, dort zu brocken. Da wären ältester Jacob Freys fair, er wird Peter Harder fragen, ob er sich vielleicht dort wird hingeben können, sich als Prediger ordinieren zu lassen, und dann die viele oud-kolonische Familien, die in den letzten Jahren von Mexiko nach Süd-Ontario getrokken wären, dort als leidender Prediger zu dienen. Harder ging ab Jacob Freys seinen Vorschlag an und leitet sich darauf an, am 7. Mai 1959 als Prediger ordinieren und trug dann Boot von Chihuahua, Mexiko nach Süd-Ontario an. Und dann, im November 1960,
hält der oldkolonische Älteste von Manitoba bei Aylmer, Ontario, eine Lehre wohl auf, wo der Bruder Jakob Wieb und Heinrich Peters als Prediger gewählt worden und Bruder Peter Gisbrecht als Diakon. Diese drei Männer wurden am 23. November 1960 als Diener ordiniert und damit wird die Aylmer, Ontario eine oldkolonische Gemeinde ins Leben gerufen worden. Viele von Mexiko gekommene Oldkolonier leiten sich als Glieder in diese neue oldkolonische Gemeinde anschreiben. Das ist für mich nicht ganz klar, wo wer das wäre, aber Prediger Peter Harder verstand sich irgendwo wer nicht sehr gut mit den nie gewählten Predigers wie Aylmer, Ontario. In all 1963 trok er in seine Früh von der Aylmer, Ontario Gegend naar de Rainy River Gegend in Ontario. Daar übernahm Prediger Peter Harder die Leidenschaft für die oldkolonische Gemeinde, die door von der Manitoba Oldkolonie uit gegründet worden soll oder mit der Oldkolonie Families, die door so langsam von Manitoba und von Mexiko antrokken. Als Prediger Peter Harder erst in der Rainy River Gegend wohnt, dann wird door von der Manitoba Oldkolonie Leidenschaft uit im November 1963 eine Lehre wohl angestellt oder aufgeholen, wo Abraham Ham, der von Chihuahua durchgetrokken wird, als Prediger gewählt wird, und Johann Schreider, der von Durango erst nach Mennoniten, Ontario, dann nach Süd-Ontario und dann nach der Rainy River Gegend getrokken wird, als Diakon. Diese beiden Männer wurden dort am 21. November 1963 als Diener ordiniert. Und damit wäre dann auch in der Rainy River District eine oldkolonische Gemeinde gegründet worden. Als von der Mennoniten Gegend in Ontario meist alle Familien weggetrokken wären, dann frug Gerhard Kran, wo er bei Mennoniten, Ontario als ein Rheinländer Prediger gewählt worden wäre, wie der oldkolonische Gemeinde in Rainy River District in Ontario an, ob er da auch wird als Prediger angenommen worden, wenn er mit seiner Familie taub doorgaan traken wird. Und der Rainy River oldkolonische Ooms versichert nahm, dass sie ihn dort annehmen würden. Gerhard Kran trok im April 1965 von Mennoniten, Ontario nach der Rainy River Gegend. Er dient dort als einer von der oldkolonischen Predigers, wie der oldkolonische Rainy River District Lehrdienst als mit einer angenommen haben. Und als er dort auch als Prediger angenommen worden wäre, dann verstand Gerhard Kran die meiste oldkolonische Lied dort so anzuleiten, dass sie auch, zoals hij selbst leefden, dat sie beter aufsehen würden, wenn sie sich mit der Manitoba Rheinländer Gemeinde topflüten würden. Scheinbar hat Prediger Kran auch Prediger Abraham Ham und Diakon Johann Schreider davon überzeugt. In der Oldkolonie leidender Prediger Peter Harder wisst hier scheinbar keinen anderen Rat, als dort 1967 noch selbst helfen anzuleiten, dat die Manitoba Rheinländer älteste Cornelius Nickel met atelier van Predigers taub naar de Rainy River Oldkolonie Kerk aankwamen en daar een broederschaft hielden met de oldkolonische Brüder. 3 van mijn Brüder en mijn Schwager woonden damals ook met families taub in de Rainy River Gegend. En die waren ook op deze broederschaft. En kort gevoerd hebben die mij wat op deze broederschaft passiert, damals ungefähr so als dit vertaald. Ältester Nickel stal de Brüder dort fair, wo der Rheinländer Gemeinde dort houdt met Sondagsschule en Kirchenreilen, en sie dann zu all die oldkolonische Brüder, wo noch auf diese Bruderschaft wären, ganz kort und einfach so. Wer auf diese genannte Bedingungen han Rheinländer worden will, die kann dort mit Abstoßen beweisen. In Büter saßen da 7 Brüder, stunden alle Brüder, auch Prediger Abraham Ham und Diakon Schreider ab, und wären damit dann als Brüder in die Rheinländer Gemeinde angestellt worden. Diese einfache Handlung hat die oldkolonische Gemeinde in der Rainy River Gegend abgeleist und eine Rheinländer Gemeinde ins Leben gerufen. Nicht alle Brüder, auch nicht Peter Harder, wären dafür, dass die Manitoba Rheinländer ihre Gemeinde übernehmen soll,
So is ook in Madison mal nicht alle Ölkolonien dafür gewast werden, dass sie Rheinländer worden wollen. Aber die älteste en ooms van de jonge Rheinländer gemeente in Manitoba werden met oom Gerard Kraantop zielbewusst en agressief genoeg toen Bireni River nog waren van een groep Ölkolonien Rheinländer te merken, ook waar niet alle Brüder damit einverstanden werden. Ook erleiden de Prediger nicht. Krijgt in die tijd vangen ook vriendgemeense families van Chihuahua aan naar de Reni River heen te trekken, en die vangen door aan vlienen aan ihre eigen gottesdiensten te houden, ook vereerst in Johan Friesens huis. En de meeste van de Ölkolonien, die niet Rheinländer worden wollen, sloten zich de kleingemeente aan. Die kleingemeente ihre gemeente is nog Amador. En als de meeste Ölkolonien im Reni River District Rheinländer geworden wären, dann trok Prediger Peter Harder en zijn vrouw Nuad naar Manitoba. In Manitoba sloten Harders zich de Altona Sommerfelder gemeente aan en leefden een ruigen levensavond in Gratna. Aatelje jaren later, 1975 of 76, voor Prediger Gerard Kraan en de Rheinländer nieuwe älteste Peter Rempel took naar Mexico en halpen door een poort van de zum tweeden maal teruggeblevene Ölkolonische Brüder op de Swiftcurrent-kolonie een Rheinländer gemeente gründen. Ältester Peter Rempel hield door wohlen auf, wo de Brüder zich einen ältesten, aatelje Predigers en een diakon wilden. De Ölkolonische Brüder en Zestern wat gelegenheid gegeven zich als Rheinländer in ihre nieuwe gemeente in te schrijven, en damit weer dan een Rheinländer gemeente gegründet worden, die zich met de Manitoba Rheinländer verbonden houdt, en steht met de Ölkolonien ihre gemeenten in Mexico. Als een tweede groep Ölkoloniefamilies van de Swiftcurrent-kolonie in Chihuahua met de Manitoba-kolonie Zietpoort ältesten Johan Leventop 1975 naar Bolivia uitgewanderd werden, dan willen de meeste teruggeblevene Swiftcurrenter mal endlich van dem Ölkolonischen Koorvoortjaarverbod los zijn. Ze hadden gehoopt dat teruggeblevene älteste ihre gemeente nu zo nie organiseren wordt, dat het Ölkolonische Koorvoortjaarverbod uit den Stich geriemd worden kon. Aber älteste Bernhard Rempel en twee ooms zeiden niet maar dat nie organiseren auf, aber ze zeiden ook sogar ihr Amt auf. En een derde prediger trok naar de nieuwe Las Virginias-siedlung. Als dit passiert wäre, dann versuchten Swiftcurrenter erst von den Sommerfelder Ooms Hilfe zu kriegen, sich von niem als Gemeinde zu organisieren. Aber die Sommerfeldsche Lehrdienst sieht dort nicht zu, die Swiftcurrenter damit zu halten. Sie haben mit den Ölkolonischen Ooms ein friedliches Verhältnis und sie wollen sich dort scheinbar nicht dadurch verdorben. Als die Sommerfelder die Swiftcurrentische Ölkolonie dort aufgesagt haben, an mit ihrer Neuorganisierung zu halten, dann versuchten sie von der neuen Rheinländer Gemeinde in Manitoba Hilfe zu kriegen, sich nie zu organisieren. Ich weiß nicht gerade die Einzelheiten, von wo dort Anschnappen bei den Manitoba Rheinländer passiert ist. Aber Prediger Gerard Kraan, die durch die Rheinländer ihre Arbeit mang die Ölkolonie bei Madison, Ontario als Prediger gewählt worden wäre, die hat auch bald 1957 auf die Swiftcurrent-kolonie in Chihuahua gewohnt. Und er wird dann auch ganz mitgewasst von dem Ölkolonischen menschlichen Verbot, dass die Traktoren nicht mit Komreifenräder gebraucht worden dürfen und dass man
als Old-Kolonie kein Kurfortig haben darf. In Prediger Gerard Kran hat ab die Swift-Current-Siedlung in Chihuahua sehr viel Freund und Verwandte. Ich glaube, Prediger Gerard Kran und ältester Peter Rempel von Manitoba wird dort Nummer 1 da am zu daunen, dass die Kolonisten da endlich mal alle sollen kennen von dem menschlichen Gebot oder Verbot loskommen, dass sie mal endlich mit freiem Gewissen sollen kennen, ihre moderne Maschinen und ihre Vorteile so brücken, als sie von der Fabrik kommen und an das Feld, ohne da wären immer mit der Gemeinde in Trouble zu kommen. Oder ein anderer wird, dass die Gemeindenglieder nicht mehr wären, tägliche Sachen von der Gemeinde ausgeschlossen worden brauchten. Dabei wollen sie die Swift-Currenter helfen, eine neue Gemeinde zu gründen. Dann wurde ich hier in Manitoba damals mit meinen Freunden, die auch von Mexiko nach Manitoba getragen werden, von dieser Sache vertalen hier, die alle da noch haben. Einige von unseren Freunden und Verwandten vertalten hier in Manitoba viel davon, dass es nu eine neue Rheinländergemeinde gibt in Mexiko, wo die Trekkers mit Kummerreifen Räder und sogar auch die Kurvortiger mit voller Freiheit gebraucht worden dürfen. Und dass sie nu dann weiter lieber dort in Mexiko wohnen wollen als hier in Kanada. Wenn sie dort nu nicht mehr würden ein feucht Leben brauchen, dass sie wegen tägliche Sachen können von der Gemeinde ausgeschlossen worden und dann schwere Meldungen zu dulden haben, dann wird für uns Chihuahua weiter zusammenkommen. Aber gerade da wären, dass ältester Peter Rempel von Manitoba nach Chihuahua kam und der Lied auf die Swift-Current-Siedlung halb von dem menschlichen Kurfortiger-Verbot loszukommen, da wären während der Manitoba in Nuad-Kolonie ältester und der meiste von ihre Prediger, so sehr jeden ältester Peter Rempel und Prediger Gerard Kran ihre Arbeit in Chihuahua. Diese oldkolonische Leiter sagen die Manitoba Rheinländer ihre Arbeit in Mexiko kriegt so an, als die Arbeit, was die Konferenzgemeinden von Kanada uit in Chihuahua all lang immer getan haben. Veran wären dort noch weiter mehr fremde Predigers, die aus einem anderen Land in Mexiko hineinkämen, oldkolonische Glieder von der oldkolonischen Gemeinden auffällig zu machen. Wir müssen hier weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr davon, dass Oldkolonien auf die Swift-Current-Kolonie in Chihuahua Rheinländer werden und was dort getan hat, dass sich Sachen in unsere Geschichte änderten. But nächstes Mal, ich George Rempel.